Ganz ich. Wohlfühlen mit Österreich 1. Heute Bandika Mihar, eine fernöstliche Bewegungskunst. Asiatische Gelassenheit. Europäer sind davon fasziniert und sie versuchen sie zu lernen mittels Atemübungen, Yoga- und Meditationstechniken, durch Zen- oder Qigong-Praktiken. Während Qigong heilgymnastische Aspekte hat, wollen andere Bewegungsformen die Energie in Schwung bringen. Attraktiv sind sie dann, vor allem für Jugendliche, wenn sie Kampftechniken beinhalten, sich zur Selbstverteidigung eignen wie Kung Fu, Karate oder die Praktiken der Shaolin-Mönche. Wir haben uns eine Bewegungsmethode näher angesehen, die auf den ersten Blick südostasiatische Kampfkunst zu sein scheint und als geheimnisvoll umworben wird. Bandika Mihar Sentak ist der volle Name. Elise Penzias hat zugeschaut. Ein freundliches Kellergewölbe, ausgelegt mit dicken gelben Matten, ist Trainingsraum, Tanzboden, Konzerthalle und Kommunikationsort. Kurzum, das Kellergewölbe in Wien 5 Haus ist das Institut dieser seltenen Form der Bewegungskunst aus West-Sumatra. Ein Vorschnellen des Oberkörpers, ein Durchschneiden der Luft mit ausgestreckten Armen, ein gewagter Sprung und ein Abrollen über die Schultern des Gegners. Manches wirkt tänzerisch, anderes sieht nach Nahkampf aus. Tanz und Musik sind hier gleich wichtige Elemente wie die kampfsportlichen Übungen, betonen 8 von 25 Schülern, die heute zum Training gekommen sind. Ich bin dazu gekommen, indem ich den Bandika Mihar gesehen habe bei einer Vorführung, vor 12 Jahren. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, das möchte ich machen.